Bonjour aus der Glaciskapelle an der Stadt. Ich begrüße euch für eine Reportage über die Wallfahrt bei Mutter Gottes von Lützeburg, die Consolatrix Afflictorum. Die Pelerinage die fängt an am 17. Jahrhundert für Lützeburg eine ganz schwere und problematische Zeit, die für allem geprägt war durch Krieg, durch Hungersnot, durch eine ganz Partie große Krankheiten wie für einen Pest, dann auch durch Hexenverfolgungen anzuführen. An dem Zusammenhang hat am Jahr 1624 der Jesuitenpater Jacques Brocard aus dem Stadter College mit einer Gruppe Studenten eine Statue von der Mutter Gottes hier auf der Glacis gebracht, also hier abstellen gelassen. Das war ziemlich präzis an der Kreuzung von der Schäferallee an der Fayenceriestraße. Das Jahr darauf, 1625, hat er angefangen, auf der Platz eine Kapelle zu bauen. Die konnte 1628 angeweiht gehen. Und da gouf dann die Mutter Gottes Statue verehrt unter dem Titel Consolatrix Afflictorum, Trichterin am Leid. Die stand hier auf einem Altar mit einer perspektivischen Nische. Das heißt, es hat so ausgesehen, wie wenn er Wirklichkeit den Altar viel mehr tief wäre, wie ihn eigentlich war. Es gibt auch Darstellungen, wo das Marienbild so zu sehen ist. Den Zulauf zu dem kleinen Heiligtum just aus der Festung, der war ziemlich groß, so dass schon 1640 die Kapelle vergrößert ging. Für das war es Rundebau, was eine typische Form ist für eine Marienkirche. Das geht zurück auf den Pantheon von Rom, der schon in spätrömischer Zeit zur Marienkirche umgeändert gouf. Und die Rotante ist dann 1640 ein längelsicht rechteckiges Schiff umgebaut ging, und da gouf dann die Statue neu abgestellt. 1666 kam der Wunsch ab, an den das Römenke Ausgang von den Jesuiten, mit präzis vom Alexander Wildheim, für Maria als Consolatrix Afflictorum zur Patronisch von der Stadt Lützeburg zu erklären. Er hat die Autoritäten von der Zeit kontaktiert und hat denen dann die Proposition der unterbreitet. Die gouf mit ziemlich großer Begeisterung abgeholt. Und so gouf dann den 9. Oktober 1666 die Consolatrix-Statue aus der Kapelle hier um Glacis an einer großen Prozession raufgedrohen an die Jesuitenkirche, die aktuelle Kathedrale. Und da gouf dann den 10. Oktober Sonntagmorgens am Kader von einer feierlichen Hohe Masse die Erklärung von der Maria zur Patronisch von der Stadt Lützeburg gemacht. Unter anderem haben bei der Feier eine ganz Partie Vertreter von Korporationen, von Administrationen der Mutter Gottes symbolisch die Schlüsseln von der Stadt, von einzelnen Gebäuden überreicht. Und so haben sie dann gleich darauf rumgekriegt, damit gouf ausgedrückt, dass sie sich am Fangehol geben unter den Schutz von der Maria stellen und dass sie sozusagen an ihrem Namen hier Erbestei an der Stadt geben ausführen. Das Jahr darauf, 1667, gouf die Feier wiederholt, so wie es versprochen war, den 10. Oktober 1666. Für die Gelegenheit gouf dann immer die Statue aus der Glaciskapelle raufgedrohen an die Jesuitenkirche. Das am vongeholten Anfang von der Oktav mit der Schlussprozession, wie wir sie heute noch kennen. 1667 hat dann Maria einen goldenen Schlüssel überreicht gekriegt für den Akt von dem Jahr für drun, nach eine feierliche Fassung zu überholen. Der Schlüssel ist dann an die Statue gehangen gehen, und da das hier eigentlich das Attribut gehen, haut kann ihn so eine Madonna wie die von Lützeburg immer ganz leicht und dem Schlüssel an hier im Zusammenhang mit Lützeburg identifizieren. Die Schutzherrschaft von der Maria über die Stadt Lützeburg gouf dann 12 Jahre mehr spät, 1671, ausgedehnt auf das ganze Land.
Dat huet natürlich fir d'Wallfahrt hai Glacis e ganz großen Opschwung bedeit. Muss en awer och soen, dat scho vun Ufang gun Leiit aus den opech Gegenden ha hinnerkom sinn, well wie ich am Ufang Tropie gewiesen hunn, 17. Jahrhundert eng Zeit war, wo et an der ganzer Gegend, an der Großregion gifen man haut zoen, de Leiit immens schlecht gangen ass. Den Pelerinage besteht weiter Glacis bis Französisch Revolutionstruppen Staat Lützeburg 1795 abgeholt hun. Du gouf d'Statu endgültig an die frühere Jesuitenkirche, die Stadter Porkirche Saint-Nicolas et Sainte-Thérèse brucht, wo se Zenter hier dann versucht gëtt. 1866 für den zweiten Centenär vun der Erwählung vun der Maria als Stadtpatronisch gouf Konsolatrixstatu feierlich gekrönt vun engem päpstliche Legat. Die Kronen, die sie noch bis haut am Domschatz erhalen. Und den Hauptmoment vun der Marieverehrung hat zu Lützeburg as ja bekanntlich all Joer d'Oktav e puer Wochen no Osteren, die awer haut net méi engwoch dauert mit 2 Wochen, fir dummert de Leiit den Zugang zu erlichteren, so dat kennt ze viele gröst Gedricks opkënnt, an dadurch d'Verdelung vun den einzelnen Pilgergruppen méi günstig kann organisiert gehen.